Das kommt da raus. Drohne steht bereit. Feindlicher Blitzschlag steht davor. Ich will diesen Hundesohn nicht mehr sehen. T'as dit quoi? Blitzschlag in Bereitschaft. Salut zusammen, da ist der Rufus. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Diamonds Are Forever. Heute mit der Chicken CQB. Burst Fire, ein 3-Round Burst. Und das ist das erste Mal in der COD-Teil, dass man so etwas sieht. Also in Anführungszeichen eine relativ spezielle Waffe. Normales Magazin, fangen wir doch gerade dort an, hat 36 Schuss und Extended Max 48. Das macht einen Unterschied von 4 Burst und das bedeutet etwa 2 Gegner mehr. Weil man braucht 4 Schüsse, wenn der Gegner 100% Health hat, also Gesundheit, dann braucht man 4 Schuss, sprich 2 Burst. Und ja, wenn der Gegner schon ein bisschen angefragt ist, kann es auch sein, dass es nur ein Burst lenkt. Der Headshot-Multiplikator sollte eigentlich lange damit 3 Schüsse einen Headshot geben. Also dort würde es dann auch wieder nur ein Burst brauchen. Wie gesagt, sie ist speziell, weil es ein Burst SMG ist und wir das noch nie gesehen haben. Klar, man kann sie natürlich mit Select Fire auch vollautomatisch spielen. Persönlich, ihr wisst meine Meinung, ich rate euch davon ab. Und bei dieser Waffe ganz speziell, weil sie hat 1080 Round per Minute, also RPM. Ist somit das zweitschnellste SMG im Schiessen. Schneller ist noch Scorpion, das wissen wir alle. Oder die meisten. Und wenn man aber Select Fire drauf tut, dann kommt man auf 900 Rounds per Minute. Und das ist so viel wie eine Vector, wie eine MP7. Also man braucht ein Attachment für eine Waffe zu modifizieren, damit sie nachher in Anführungszeichen genau gleich ist, was die Statistik anbelangt, wie eine Vector und MP7. Da würde ich euch eigentlich davon abraten, vor allem auch, weil sie trotz diesen 1080, also wahnsinnig schnellen Rounds per Minute, oder wahnsinnig viele, sollte man eigentlich sagen, einen extrem tiefen Recoil, sprich Rückstoß hat. Was hat man sonst noch? Ich spiele es in beiden Clips mit Fastmax und Laser. Laser, weil ich einfach zum Teil, vor allem im ersten Clip sieht man, da bin ich einfach full zum Zielen. Und dann mit dem Laser ist man relativ krass dabei und kann sich die 0,2 Sekunden Aim, also in die Zielvorrichtung reinzugehen, sparen. Und vielleicht bringt das den einen oder anderen Vorteil, vor allem im Hardcore, wo es dann halt nicht so viel mag verleiden, wenn man ein bisschen langsamer ist. Jumpshotten und so, das gibt es dann einfach nicht. Sonst die Waffen, ich weiss, dass ich relativ Mühe hatte, zum Headshots zu bekommen. Aber jetzt, wo ich sie wieder vorgenommen habe, muss ich sagen, sie macht doch relativ viel Spaß und ist auch eine relativ gute Waffe, finde ich. Man darf sie aber nicht anders eigentlich spielen als SMG, also sie ist halt Close Quarter. Und obwohl der Burst und weniger Rückschuss braucht es einfach extrem viel Schüsse, wenn der Gegner dann mal wirklich weit entfernt ist. Perks würde ich euch Zähigkeit empfehlen, damit ihr auch die 2 Bursts wirklich auf den Gegner könnt bringen. Weil das ist der essentielle Teil von dieser Waffe, den man dann halt muss haben, dass man die 2 Bursts mindestens auf den Gegner hat. Gut, das wäre es schon wieder gewesen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schönen zusammen.